Hallo ihr Lieben und willkommen bei den Rauhnächten. Inzwischen sind wir bei der 9. Rauhnacht angekommen, die auch für den September steht. Und es wird ein Thema wieder leicht aufgegriffen, das wir schon angesprochen haben, nämlich das Thema der Ahnen, also auch eben jenen, die wir selbst nicht kannten. Also es müssen nicht die Großeltern sein oder vielleicht für die Leute, die noch Glück hatten, die Urgroßeltern zu kennen, sondern sich wirklich bewusst zu sein, wie weit unsere Linie eigentlich zurückliegt in dem Ganzen. Und so wie wir jetzt in der letzten Nacht eben unser Krafttier an unserer Seite gebeten haben, ist das hier der Augenblick, um jetzt nicht in der Art und Weise von der Vergangenheit, wie wir vorher auf die Ahnen geschaut haben, die Ahnen an uns heranzubitten, sondern sie jetzt zu uns zu bitten, um uns in unserem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Der Unterschied ist für mich ein bisschen, dass man sie vielleicht etwas mehr in dieser Sache vorher, in der Vergangenheit, ich sage mal, geehrt hat und jetzt wirklich aktiv um Hilfe bittet im Sinne von, was von den Dingen, die früher gemacht haben, kann ich heute auch umändern, damit es in unsere heutige Zeit passt und damit es mich in meiner heutigen Zeit unterstützt. Und ich möchte noch ein anderes Thema dabei gerade mit ansprechen. Es gibt sehr viele Texte, Berichte und Lehren und Kurse darüber, von wegen in denen erklärt wird, dass unsere Traumata, die wir in uns tragen, dass die bis zu 7 Generationen zurückliegen können. Das ist alles in unseren energetischen Körpern, in unseren energetischen Feldern, also was man zum Beispiel das morphogenetische Feld nennt, beinhaltet, also ist darin inbegriffen. Es betrifft natürlich auch unsere Genetik. Wer sich ein bisschen damit auskennt, der weiß, dass eigentlich unsere Genetik dieses morphogenetische Feld aufsetzt. Das heißt ja nicht umsonst morphogenetisches Feld. Das heißt, unsere DNA projiziert nach außen hin die Energie, die dann in dem Moment sich eben halt in diesen energetischen Feldern zeigt. Wer sich damit befassen möchte, kann sich erstens mal mit dem Thema morphogenetisches Feld befassen. Aber ich rate auch das Buch von, jetzt möchte ich keinen Unsinn erzählen, Jeremy Narby, die kosmische Schlange an, weil er erklärt eigentlich, dass effektiv unsere Gene ein Hologramm um uns herum erzeugen. Was ich sehr spannend finde. Also da ist das inbegriffen mit anderen Themen oder beziehungsweise mit Themen, die die das Thema etwas größer anfassen, aber insofern beinhaltet es diesen Aspekt von einem Wissen, das eigentlich sehr alt ist, uralt ist, eben von unseren Ahnen herkommt und insofern, dass man dieses Thema aufgreifen kann. Aber was ich bei diesen Kursen etwas bemängle, ist, dass immer wieder der Blick auf das, wie soll ich sagen, auf die Krankheit, auf das Trauma, auf die Verletzung, auf dieses Heilen müssen festgelegt ist. Und es wird nicht darüber gesprochen, was unsere Stärken waren, was die Stärken unserer Ahnen waren, die wir genauso in unserer Genetik tragen und genauso in unserem morphogenetischen Feld. Das heißt, anstatt jetzt vielleicht an diesem Augenblick darauf einzugehen, was habe ich zu heilen, was muss ich heilen, ist es vielleicht der Augenblick zu sagen, was trage ich in meiner Ausstrahlung, was eigentlich uralt ist, älter als ich, älter als die Ahnen, die ich überhaupt kannte. Und vielleicht einfach auf die Art und Weise, ich sage mal, ein bisschen positiver an die Dinge herangehen und nicht andauernd in diesem, ja, ich habe wieder was zu heilen und zu heilen. Denn wir ziehen uns ja an, was wir uns denken. Und wenn wir andauernd in diesem Modus bleiben, dass wieder das noch was zu heilen ist, werden wir immer wieder Krankheitsbilder aufbauen und erkennen wollen, damit wir etwas zu heilen haben. Nein, wir dürfen auch auf diese Stärken unserer Ahnen zurückgreifen, verstehen, dass sie einen Teil unserer selbst sind, denn wir sind nicht durch die Krankheiten der Ahnen das geworden, was wir heute sind, sonst wären wir wahrscheinlich schon
ausgestorben. Das heißt, da müssen Stärken da gewesen sein, die diese Menschen zum Überleben und zum Leben gebracht haben. Und einfach mal auch darauf zu achten, diese in unseren Ahnen und in uns selbst zu respektieren, um unsere weiteren Schritte zu machen. Das heißt, wesentlich mehr in der Stärke als wiederum an diesen Schwächen festzuhängen, die ja besonders in unserer heutigen New Age Esoterik sehr in den Vordergrund gedrängt werden, um es mal so auszudrücken. Und nun bin ich natürlich gespannt, was unsere Runen dazu sagen. Und ich habe die Rune Ingus gezählt. Also das ist auch wieder, sie kann In genannt werden. Hin und wieder sieht man sie auch nur, also ohne diese kleinen Striche. Das heißt, in verschiedenen Runen wird sie auch so dargestellt, einfach als gekipptes Quadrat. Ingus, Ingwas, auch hier gibt es wieder verschiedene Namen für diese Rune. Und ich finde das sehr spannend, denn die bringt eigentlich diesen Punkt in Verbindung von wegen, wo, ich sag mal, die Fruchtbarkeit eigentlich, der Gott Ing ist auch der Gott der Fruchtbarkeit, wo diese Fruchtbarkeit, dieses Zusammenkommen von Mann und Frau eigentlich in die Verbindung kommt. Und wenn man sie jetzt, das heißt, egal ob man sie jetzt so oder so sieht, es sind eigentlich zwei Kano-Runen, die sich ineinander öffnen. Und nur dann, wenn wir das auch zulassen, und das ist ja, wodurch wir überhaupt entstehen, weil Mann und Frau zusammengekommen sind, weil genetisch männliche Aspekte und genetisch weibliche Aspekte zusammengekommen sind, dass wir entstanden sind und das darauf basierte, dass es ja um die Stärken ging. Es sind ja nicht die Schwächen, die die Menschen anziehen, also auch hormonell gesehen. Wiederum es geht um diese Vereinigung. Und ich möchte dieses Thema dann auch noch einmal aufgreifen, wird vielleicht heute ein bisschen länger, denn ich finde es äußerst spannend, man hört, ich habe wieder Besuch hier, äußerst spannend, wie auch in dieser New Age Esoterik heute alles auf das Weibliche ist. Schaut euch mal so ein bisschen die Orakel, die es in letzter Zeit gibt, vorgestellt werden. Ich möchte nicht sagen alle, glücklicherweise gibt es Leute, die die Dinge auch da ein bisschen bodenständiger sehen, aber sehr viele, die Göttin in dir, die weiblichen Gottheiten. Man hat kaum entdeckt, dass Götter und Göttinnen zusammenbringt. Das ist sehr selten. Höchstens mal verschiedene, die mit Mythologien arbeiten. Aber normalerweise, wir nehmen nur das Weibliche raus und das Weibliche, das heilige Weibliche würde nirgendwo hinkommen, wenn es nicht diese Möglichkeit hätte von dem Männlichen in dem Ganzen. Und wir können heute uns so viel über das Gendern, darüber diskutieren, wie wir wollen. In der Natur selbst ist einfach dieser Punkt und da wird Gender nicht an dem Menschen festgemacht, der sich nicht in seinem Körper fühlt. Und ich möchte das wirklich unterstreichen. Es geht nicht darum, okay? Wenn jemand in einem männlichen Körper geboren ist und sich mehr als Frau fühlt, dann sollte man jetzt nicht, du bist in einem männlichen Körper, also guck, dass du klarkommst. Nein, dann sollte er einen Weg für sich finden, um damit klarzukommen. Das ist absolut klar. Und das sollte niemand bewerten und beurteilen. Aber ich sag mal, 2 Männer oder 2 Frauen werden kein Kind zeugen. Punkt. Einfach weil dieser weibliche Aspekt gebraucht wird. Das heißt, von der brutalen, materiellen Natur auf bis zu allem. Wenn auch eine Frau einen Geistesblitz, eine Idee hat, das ist ein männlicher Aspekt. Nicht weil das, wie soll ich sagen, das Beste ist und der Mann das Beste oder das Männliche das Beste ist, sondern der weibliche Aspekt braucht ihn, um zeugen zu können, um erschaffen zu können. Und ich merke es besonders eben gerade, weil ich mich mit einem neuen Thema befasst habe. Verschiedene meiner Zuschauer und meiner guten, wirklich nahen Freunde haben schon miterlebt, wie mich das Thema begeistert. Ich gerate ja immer so irgendwie an den Taoismus und ich mag den Taoismus einfach, weil er diese beiden Seiten sehr gleichwertig behandelt und einfach auf sehr bodenständige Art und Weise bewusst ist, wie nützlich beide Seiten sind. Und sie müssen miteinander arbeiten. Und gerade befasse ich mich mit taoistischer Numerologie. Auch da, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und
wie wichtig das Zusammenspiel dieser beiden ist, um überhaupt etwas jedes Mal Einzigartiges zu erschaffen, ist einfach faszinierend. Und hier, also das ist jetzt nicht nur taoistisch in seiner Art und Weise, das ist, hier wird auch dazu eingeladen, sich mal auf dieses Zusammenspiel einzulassen. Und sich zu sagen, okay, wenn ich als Frau jetzt meine Stärken erkannt habe, wie viel mehr könnte ich machen, wenn ich auch die Stärke eines Mannes akzeptiere in seiner Art und Weise und man zusammenarbeiten kann. Das muss ja jetzt nicht in eine Richtung von einer Partnerschaft gehen, sondern überhaupt, überall. Das heißt, wenn ihr Treffen macht, müssen das nur Frauentreffen sein. Was ist da los? Männer haben auch, ich habe hin und wieder das Gefühl, so ein bisschen, die ziehen sich zurück, weil sie denken, dass das Thema Spiritualität nur den Frauen gehört. Und ich bin deswegen, fühlt es sich für mich so richtig an, als ich an diesen Kurs geraten bin über taoistische Numerologie. Dieser Kurs wird von einem Mann gehalten. Und es macht wirklich Spaß, mal wieder zu sehen, wie der eigentlich auf sehr natürliche Art und Weise diese beiden Aspekte aufgreift, zusammenbindet, ohne dass da irgendetwas vernachlässigt wird oder vorherrschend ist, sondern einfach darauf hinweist, wie notwendig beide Seiten sind. Vielleicht ist das mal so ein Aufruf an das nächste Jahr, die Männer mal wieder mit einzuladen, sie nicht auszuschließen, sondern sich bewusst zu sein, wir benötigen diese Energie, wenn wir hier irgendwie auf der Erde etwas erreichen möchten, was wieder gesund und heilsam ist. Dann schaue ich mir natürlich auch an, was September sagt. Das ist mein kleiner Tiger. Jetzt wird mir dann gleich wieder die andere Seite rauskommen. Nein, da kommen sie. Man sieht so hinten dran, da sieht man so den Schwanz vorbeiziehen irgendwo. Und im September haben wir die Rune Hagalaz. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich eben durch die Sache mit dem nächsten Jahr auf der taoistischen Numerologie ein bisschen weiß, was das Jahr an sich mit sich trägt. Das heißt, das ist genau das. Im Französischen redet man von Tonnerre, aber die machen nicht so wirklich diesen Unterschied. Es gibt zwar den Ausdruck Eclair, aber Tonnerre ist also besonders in dieser Richtung, dieser Blitz und dieser Donner zusammen, also dieser Blitz, der einschlägt. Und das nächste Jahr hat im Taoistischen, trägt so diese Energie mit sich herum. Cookie. Hey. Einen Augenblick. Ich möchte jetzt nicht, dass die mich... Ihr seht sie da über meine Schulter. Und es scheint dann in dem Moment, dass es hier einschlagen kann. Also dass hier wirklich dieser Augenblick kommt, wo es einen Augenblick, ich muss auch da einschlagen bzw. eingreifen. Das heißt, irgendwann, also der Hagel hat natürlich, das sagt Hagalaz, sagt alles aus, der Hagel wirklich diese Kraft nicht nur von Wasser, aber in Eisform. Also man könnte sagen, das ist, wenn ich jetzt in dem Taoistischen bleibe, das ist Wasser in seiner pursten Yang-Form, die man sich vorstellen kann. Aber das genauso wichtig ist, es kann sehr zerstörerisch sein, aber es macht auch Platz für Neues. Das heißt, es ist das, was notwendig ist hin und wieder, um wirklich diesen Platz zu schaffen. Und man kann sagen, wenn man sich mit Tarot befasst, das ist die Turmenergie. Das Alte, was nicht mehr standhalten kann, wirklich auch zusammenfallen lassen, sich nicht dagegen wehren, sondern im Sinne von wirklich durchzugehen, um die andere Seite herauszukommen und zu sehen, okay, jetzt, wo mal wieder Platz ist, was möchte ich jetzt auf diesen Platz bauen? Vielleicht nicht immer dasselbe und denselben Rhythmus. Das ist ein bisschen so eben, man kann es mit Krisensituationen in Verbindung bringen. Das heißt, Fabrice Jordan erklärt das folgendermaßen. Also wenn man im normalen Alltag ist, dann ist das so ein kleines Auf und Ab.
Und wenn dann eine Krise kommt, dann geht das hoch nach oben und auch hoch nach unten. Und wenn man sich da erwischt bei dem hoch nach oben, sich da aufzufangen, dann kann man da wieder, also ein Stück höher sozusagen, kann man dann wieder weiterschwingen. Wenn man natürlich Pech hat, ist man unten und man schwingt da. Das heißt, man hat sich dann wieder hochzuarbeiten in dem Sinne. Und dass es hier wirklich darum geht, wie ich jetzt eben schon zu diesem Thema von den letzten Jahren angesprochen habe, dieses nur weibliche, weibliche, weibliche. Und es könnte sein, dass das, wenn das jetzt das Thema ist, was das nächste Jahr auch mit sich bringt, eben im Sinne von beides zuzulassen, sich beiden Seiten zu öffnen, also zweimal Kano, sich beiden Seiten zu öffnen. Und der Punkt ist, dass das entweder wirklich alte Glaubenssätze wegrasiert, sage ich mal, und man hat die Möglichkeit, wirklich diese neuen Glaubenssätze wieder, wirklich alten Glaubenssätze wieder aufwachsen zu lassen, im Sinne von, wir brauchen beide Energien und wir müssen beide Kräfte zusammenbringen, damit etwas Fruchtbares entstehen kann. Aber dafür muss erstmal Platz gemacht werden in diesen jetzigen alten Glaubenssätzen, dass man da eben halt daran festhält, starr daran festhält. Also es könnte dann sein, in dem Sinne von, dass der September ein guter Augenblick ist, um das Ganze mal zusammenbrechen zu lassen und zu sagen, okay, komm, wir machen Luft, wir machen Platz für etwas, was jetzt wirklich fruchtbar werden kann in dieser Richtung. Auch wenn natürlich jetzt diese Rune etwas erschreckend ist, aber ja, die sind eben auch mit dabei. Auf der anderen Seite natürlich hoffe ich, dass ihr da vielleicht etwas mit herausnimmt. Und auch wenn es nur eine Warnung ist, im Sinne von, damit ihr euch vorbereiten könnt, ein bisschen aus dieser Starre rauszukommen und zu sagen, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder fange ich an, etwas weicher zu werden, etwas beweglicher und etwas offen zu anderen Möglichkeiten zu werden, oder ich halte mich daran fest und dann gehe ich mit dem Schiff unter. Das könnte der Fall sein. Das klingt natürlich ein bisschen brutal, aber wie sagt man so schön, das Leben ist kein Ponyhof. Wo ich mir immer denke, wer einmal Mist bei einem Ponyhof weggemacht hat, der weiß jetzt auch nicht, wie er das zu verstehen hat. Also ein bisschen Scherz beiseite, aber im Sinne von, irgendwann muss aus diesem Alltagstrott ausgebrochen werden. Und entweder könnt ihr selbst die Hakalas-Energie nutzen, um es selbst zu tun, oder wenn es passiert, dann seid ihr wenigstens vorgewarnt. Ich hoffe insofern, dass ihr etwas mitnehmt aus diesem Video. Und natürlich freue ich mich für das nächste Video, euch auch wieder begrüßen.